Ja, ja, Freunde, die Wüste Ranel, hä? Eine echte Wüste, wie es im Buch steht. Und was die Käfer betrifft, ich habe mich noch mal ganz kurz ein bisschen, sag ich jetzt mal, informiert, wie das schon wieder war. Und es war doch so, wie ich es irgendwie in Erinnerung hatte, dass unser Käferfangnetz zwar schon jetzt nicht so schlecht ist, aber es geht besser. Denn wir haben ja gesehen, dass man sie upgraden könnte. Und dann wäre das generell auch einfacher. Um es mal so zu formulieren. Aber dazu mehr dann später. Jetzt nehmen wir gerne mal Wunder. Ob ich den da oben aktivieren muss, damit ich da irgendwie noch rüberkomme. Nee, nicht wirklich. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass der Grund mit der Bombe hier nicht der Typi war. Auf der anderen Seite, um die zu vernichten, sondern es hat da oben zu tun. Denn hier ist ein ganz, ganz großer. Naja, okay, fast groß. Ups. Und fährt einfach dazu. Ja, ich hab's gerade gesehen. Moment. Der Crystal. Ja, von hier aus kann man, glaube ich, auch in die anderen Gebiete zurück wieder. Hä? Okay, okay. Aber jetzt stehen wir im Prinzip vor dem Tempel. Demnächst. Sehr gut. Und hier kann ich sogar noch ein paar Bomben wieder auffüllen. Sehr gut. Was machst du hier? Oh, so trifft man sich wieder. Ich will nicht so nahe treten, aber dich trifft man wirklich an den verrücktesten Orten, wa? Aber hör mal, ich habe hier gerade die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Das ist der Tempel der Zeit, ein sehr heiliger Ort. Ja, klingt ja auch so. Und stell dir vor, an diesen Orten habe ich eine Bewohnerin der legendären Insel der Göttin gesehen. Ihre Kleider waren ganz so, wie sie die alten Schriften schildert. Sie sind an andere Personen in den Tempel gegangen. Ich wollte ihnen folgen. Und da gab es eine Explosion und das Resultat siehst du ja. Jetzt kommt ja keiner mehr durch. Tja, da wüsste ich nur zu gerne, wie sie da gesucht haben. Was sie da gesucht haben. Okay, seht es also da drin. Vermutlich mit dieser anderen Dame in schwarz gekleidet. Und eine Explosion, das könnte vielleicht Givolim gewesen sein. Aber ich schätze mal, ich komme da nicht durch, wa? Oder eine Art Superbombe oder so etwas. Entschuldigung! Also da cool, also cool. Sorry. Gibt es keinen anderen Weg zum Tempel? Ja, ich glaube schon. Wir haben hier noch lange nicht alles abgegrast. Okay, nur ein Fufi. Also, was heißt nur, aber ihr wisst schon. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus, obwohl man der einen alternativen Eingang zum Tempel zeigt, ich weiß ja nicht. Oh je, da ist jemand, der unsere Hilfe braucht. Ja, servus! Aua, ey, war mit einem Kumpel beschäftigt. Das ist fies.
So. Alles klar bei dir? Uff, das war knapp. Danke für deine Hilfe. Dies ist der Tempel der Zeit. An diesem Ort befindet sich das Zeitportal, das die Göttin erschuf. Wir halten die Umgebung des Tempels sauber. Zum Zeitportal gelangst du durch das Turps. Was meinst du? Du suchst einen anderen Weg? Nun, der Tempel der Zeit ist mit dem Ranellsteinwerk durch einen unterirdischen Gang verbunden. Das Steinwerk ist hier. Ah. Nanu, diese Karte hat Fehler. Ich repariere sie. Nanu, die stimmt schon. Ist einfach ein bisschen neuer. Das Ranellsteinwerk ist da vorne. Danke dir, Kumpel. Du bist aber netter. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Übereinstimmung deiner Karte mit der derzeitigen Umgebung beträgt 35%. Der Unterschied ist beträchtlich. Ich schätze, dass die WR301-Einheit vorhin die Karte an das frühere Landschaftsbild angepasst hat. Wieso eigentlich 301? So eine Anspielung auf die Fehler 301-Meldung im Internet oder was? Also beziehungsweise, was heißt Fehler? Es ist eine Art Weiterleitung, aber trotzdem. So. Jetzt die Frage, muss er erstmal einsteigen, um den zu aktivieren, oder geht das jetzt schon? Und das Terminal ist trotzdem offen. Wow. Also Terminal meint den Weg hier. Das Steinwerk also. So. Oh, ich glaube, es war gerade so knapp, oder? Er muss erst noch schieben, super. Und der andere Kumpel ist wieder down. Ja, die Zeit. Man muss ja irgendwie auch sagen, die Roboter hier haben mit den Robotern oder Wächtern, wie man sie aus Breath of the Wild kennt, nicht mehr viel gemeinsam, ja? Da hat er schon ein bisschen was getan. Wobei, warum sollen die auch genau identisch sein, also... So. Hätten wir den auch? Sehr schön. Ja. Können es trotzdem mal aktivieren, zum gucken, ob es da auf der anderen Seite noch etwas gab. Aus dem Typen da. Die Karte. Ja, ist natürlich klar, dass er da hin muss. Aua! Also wieder erstmal aussteigen? Frechheit sowas. So. Die Bälle ist natürlich weg, wa? Also. Generell wäre eigentlich der Trick bei solchen Insekten sowieso langsam sich anzuschleichen und dann quasi ruckartig so. Natürlich muss erstmal das Vieh näher kommen. Da ist es. Direkt links vom Käferfangnetz. So anschleichen darf ich mich durchaus. Okay. Nee, es ist glaube besser, wenn wir warten, bis wir unser Netz ein bisschen upgraden können. Also meine ich, es geht vermutlich auch mit dem mit Stufe 1, aber ich habe gesehen, wenn da irgendwie rumfuchtle und dann plötzlich noch zu nah und haut das Vieh ab. Dann wird ein bisschen unpraktisch. Da und darüber muss ich also, okay. Da drüben gibt's, so wie es aussieht, jetzt nicht so viel. Eine Bombe holen. Die Frage ist bloß wofür. Für den Vogel da oben vielleicht?
Entschuldigung. War keine Absicht. Ein Item gab es eh nicht, oder? Nee. 20 Rubine, wäre gar nicht mal so schlecht. Hä? Was ist passiert? Fei! Ich versink gerade! Gebieter, ich habe dir das zu berichten. Dann berichte. Gebieter, du stehst auf Treibstand, ohne zu versinken. Ich empfehle dich halt zu konsultieren. An dieser Stelle verlief einst eine Straße, die nun durch den Treibsand verdeckt wird. Es scheint, als könntest du hier laufen, ohne zu versinken. Ich empfehle, Signallichter auf der Karte zu setzen, um den Weg zu markieren. Ja, ist ein bisschen doof, wenn ich nur einen habe. Ich empfehle, mehrere Signallichter zu setzen. Der geht ja nicht. Ah, jetzt plötzlich. Kann ich direkt wirklich hier einen machen. Damit ich hier nochmal weiß einen hat. Und dann mache ich hier noch einen hin. Durchaus praktisch. So. Das heißt, von hier aus kann ich eigentlich darüber, wa? Okay, wenn es durch einen zufliegen ist, ist es natürlich einfacher. Gerudo-Libelle. Das ist ja auch das, wo ich mich frage, warum heißt die Gerudo? Gerudos kennen wir natürlich aus anderen Zelda-Spielen, das ist mir soweit schon klar, aber warum heißt das Viech so? Was macht das für einen Sinn? Weil es gibt ja keine Gerudos im Spiel. Das sind irgendwie die Mokma oder so aus Eldin, dass sie denen irgendwie nachempfunden sind oder die Vorfahren von den Gerudos sind, will ich irgendwie nicht so echt glauben. Das fände ich ein bisschen creepy. Ob es hier vielleicht sogar... Ja, eben. Woher kommt der Name Gerudo? Es gibt keinen Ort, es gibt nichts, was auf Gerudo schließen lässt. Also es hat echt von den Machern einfach halt nur einen Hinweis wegen, hey, ja, hier kommen die Gerudos dann später her. Die Gerudos haben sich aus nichts entwickelt. Vielleicht auch von einem Mokma oder so, oder keiner weiß es genau, wie es war. So, was ist die Frage? Okay, hier haben wir wieder so eine... Hätten wir wieder so eine Strecke gehabt. Aber hier geht's wieder. Ein Zeitkristall, guck mal an. An Orten wie diesen. Dann wird das ganz Creepiges. Da wir immer in Bernsteinhalbmond, okay. Das Vieh nervt, ganz ehrlich. Pfeil und Bogen wäre jetzt nicht so schlecht. Okay. Daraus wird nichts. Dann erst einmal gucken, was eigentlich das jetzt genau ist. Beziehungsweise natürlich, was es überhaupt macht. Dass es natürlich ein Zeitstein ist, wissen wir. Oder ein Kristall, whatever. Okay, Kumpel. Du siehst verdächtig aus. Fass den Mechanismus bloß nicht an. Und nicht hineinstechen. Und nun? Water. Wasser. Krasse Scheiße. Und nun?
Was soll das denn? Glaube ja nicht, dass dich die richtige Kombination alleine in Stein wegbringt. Aha. Ja, sonst gehen wir natürlich wieder da rein, ja, ist klar. Okay, das ist die Zielposition hier, okay. Das heißt, eigentlich logischerweise muss irgendwann noch so ein Zeit-Dingsbums sein. Was habe ich gesagt? Aha, hier war ich schon mal? Ich kann gar nicht mehr erinnern. Kann ich irgendwie vielleicht auch mal eine Abkürzung machen oder so? Oder. Nö. Ja, super. Ernsthaft jetzt? Wie fies. So. So, schmeiß aus der Zeit heraus. Nö, doch nicht. Aber dich fast. Und trotzdem kein Monsterschädel. Was soll denn der Quatsch? Mann, 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 Mann. So. Naja, kann man natürlich schon so machen. Oh, hier ist Treibsand. Wo bin ich jetzt eigentlich? Alles klar, dann brauchen die vermutlich nicht mehr. Vielleicht auch mal ganz kurz noch markieren. Ja gut, hier ist klar, hier sieht man es ja. Oha, da geht es sogar irgendwie runter. Interessant. Wieder ein Wüstengras, das verloren ging. Ja stimmt, ich erinnere mich irgendwie wieder an die Stelle hier. Ich habe damals sogar beim Original Skyward Sword hier wirklich ständig die Wüstengräser gefarmt. Was irgendwie, fand ich, am einfachsten ging. So. Da oben ist eine Truhe, da kann man noch nicht ran. Ansonsten. Irgendwas scheint hier zu sein. Wenn ich mich da drüben noch irgendwie umgucke, gehen wir erstmal ganz kurz rein. Oh, wo bin ich jetzt? Da ist natürlich wieder so ein scheiß Gras. Hier können wir gegen sie catchen, wa? Ah, Mist. Ich dachte, vielleicht würde er irgendwie gegen die Wand rasen. Hätte theoretisch sein können. Okay, aber hier ist irgendwo noch ein Zeitkristall, sonst machen die ganzen Überreste der Moblins keinen Sinn. Und da ist auch schon.
frage mal, gegen die catchen. Wow. Soll ich hier draufschlagen? Verschwinden dann die? Jo, dann sind wir ganz klein. Und ganz niedlich. Diese Herzen, ey, ganz ehrlich. Interessant, was also alles in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden, keine Ahnung wie viel Zeit vergangen ist zwischen der Ära der Göttin und jetzt hier. Die Frage, braucht jetzt die für irgendetwas hier oder eher weniger? Na, doch, ich glaube schon. Servus! Ich wurde geschockt. Ist das schockierend? Fei? Fei will was sagen. Sollen wir sie anhören? Ja, komm. Gebieter, ich hatte es zu berichten. Ich schätze, dass es notwendig ist, dieses Gerät mit Strom zu versorgen. Wow. Die Idee kam mich gar nicht, wa? Aua. Komm mal nicht mal weg. Eieieiei. Hätte man sicher auch besser machen können. Eben, weil jetzt bin ich dann doch wieder irgendwie zurückgegangen. Ganz kuriose Art und Weise. Es geht eben doch da weiter. Okay. Sonst irgendwo was hier noch übersehen? Da ist noch mehr von denen, ja, ja. Bombennachschub. 10 Bomben erhalten, aber er kann nur 20 tragen. Gemeinheit. Noch mehr Bomben. Ja, wir hätten einen der Team noch zerstören, war? Da wäre eine Option. Was ein bisschen schwierig wird. Aber ich könnte natürlich jetzt hier wieder. Ich weiß nicht genau, was mit dem Strom da hinten passiert. Eieieiei. Und Treibsand und tschüss. Und das alles nur für einen Ort, wo es Mutter sowieso nichts drin hat, oder? So. Nee, hat sich null gelohnt. Na gut. Wieder zurück in die Vergangenheit. Ich nehme an, das Tor ist... Okay, aber mit Strom versorgt reicht offenbar. Krasse Scheiße. Nun gut, Freunde. Wir sehen schon, dahinter ist wieder so ein weiteres Dingsbums, um reinzustechen. Weiterer Mechanismus, sag ich jetzt mal. Eieieiei, ich habe auch so ein Pech. Was zum...
Komm, mach Strom. Ja, guter Junge. So. Aber nur damit er da drin ist. Unschön versorgt. Puh. Also Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Zelda Skyward Sword HD. Bye, bye.